Servus Leute! Servus! Wir sind heute in Antersdorf bei Simbach am Inn in Niederbayern. Und da besuchen wir heute die Antersdorfer Trachtler und proben mit denen für ihren Auftritt am Gartenfest. Ja, bevor wir da jetzt mitmachen, kannst du uns vielleicht kurz erklären, was wir genau zu tun haben? Genau, also es ist Dirndl-Drehen. Das ist ein Zusatz zum Blattler, das einfach ein bisschen schöner ausschaut mit den Mädels. Und das ist ganz einfach, das sind einfach nur kleine Schritte nacheinander und wir drehen uns nach rechts. Also die Schulter dreht sich in die Richtung. Genau. Am einfachsten ist, wenn man sich einfach einen Punkt sucht, den fixiert man und wenn man sie dreht, halt dann immer wieder diesen Punkt sucht. Genau. Okay. Das Dirndl dreht sich, das heißt, wir haben schon mal nichts falsch gemacht. Dann wird sich einmal gedreht und dann geht wieder. Die ganze Zeit drehe ich mich da, so, bis er wieder stoppt. Ja, ehrlich. Okay, alles klar. Super. Also neben uns steht jetzt der Sebastian und der zeigt uns jetzt, wie das Gorselschnalzen funktioniert und was man dabei beachten muss. Okay. Okay, jetzt geht's los. Also das Grundprinzip von dem Ganzen ist eine 8. Eine liegende 8. Ja? Und dann hört man schon, dass sie immer ganz leicht zischt. Ja. Das andere ist dann, wenn man ganz schnell zurückzieht mit dem Handgelenk. Also alles aus dem Handgelenk. Das So, ob wir das so gut hinkriegen, wie du das kannst? Immer eine 8. Die beste Erklärung ist wie ein Maurer. Ein Maurer, der die Wand verputzt Okay. und den Dreck an die Wand schmeißt mit der Maurerkelle. Okay, ich kann mir dabei sicher nicht wehtun, ja? Einfach weghalten. Weit genug weggehalten. Es Okay. gibt verschiedene Schläge, ja. Prinzipiell dann halt verschiedene Kombinationen. Das kommt aber dann immer auf das Stück drauf an, was gespielt wird. Ah ja. Das ist im Endeffekt die Grundsache von dem Ganzen. Das Ziel ist das Geräusch. Ach so, okay. Da wird dann Musik dazu gespielt und dann auf den Takt muss die ganze Gruppe schnalzen. Ach so, okay. Dass quasi das Ziel ist, dass der Ton immer gleich ist. Dass der Schnalzer immer gleich ist. Ja. Wie weit oben muss ich denn das halten? Weil ich halte ja wahrscheinlich weiter oben hier, oder? So. Das ist, wie es am leichtesten ist. Wie es mir am besten am passt. leichtesten. Okay, und dann mache ich eine 8. Genau. So. So. Und wenn ich jetzt mehr Schwung hole, dann müsste es schnalzen, oder wie? Mehr Schwung und dann schnell zurückziehen. Genau, passt. Nee. So im Prinzip. Ja, schaut ein bisschen blöd aus.
Wo muss ich denn genau den Schwung herholen? Wo ziehe ich schnell zurück, wenn ich das Ganze ausprobiere? Wenn das Seil am weitesten weg ist, Ja, dann ziehst du ganz schnell zurück. okay. Und das aus dem... Genau. Du kannst das einfach so Handgelenk. berühren, ohne Acht. Einfach so Okay, probieren wir es vielleicht erstmal so. Nach vorne hauen. Okay, Dann probieren wir aber es schnell erstmal zurück. Genau, jetzt Okay. hat sich schon was bewegt. Ja, aber in meine Richtung. Das ist nicht besser hin. Darf ich noch probieren? Probier du. Versuch dein Glück. Ja, ja. Ist das richtig so? Passt, das ist. Also so. Ja, aber schauen, dass. Jetzt haust du immer so, dass das zu dir kommt. Ja. Du musst immer schauen, dass das von dir weg ist. Jetzt noch ein bisschen mehr aus dem Handgelenk, dann hast du das. Ja, bei uns hat es jetzt ja nicht so super geklappt. Wie lange hast du denn gebraucht, bis du das konntest? Ja, es ist noch nie einer vom Himmel gefallen, der es gleich hin hat. Bei mir hat das auch relativ lang gedauert. Ich war halt ein bisschen kleiner und habe es nur mit 2 Händen Ach gemacht. so, okay. Ja. Und Das heißt, Kann man man- fängt also eigentlich mit 2 Händen an. nur wenn man noch nicht so viel Kraft hat. Ja, die haben wir auch nicht. Und woher kommt es? Weißt du, wo die Tradition herkommt oder was es auf sich hat? Ja, das ist im Endeffekt kommt das von den Kutscher. Ach Das so. war das Verständigungsmittel von die Kutscher. Ach so, okay. Altmodische SMS Ah ja. sozusagen. Die beiden erklären uns jetzt, wie das mit dem Schubladdeln genau funktioniert, beziehungsweise sie zeigen uns einen Standardschritt. Welchen zeigt ihr uns denn? Der Grundschlag vom Reiter Winkler, das ist der Plattl, wo eigentlich jeder Kleine am Anfang erst einmal lernt. Jeder Kleine, das hört sich doch schon mal gut an. Okay, dann probieren wir das Ganze jetzt mal aus. Ihr seid viel zu schnell. Nochmal bitte. Quatschalate. Ja. Links. Rechts, Links hinten. links hinten, Vorne. vorne. Und unten. Okay, aber wir haben es probiert. Wir sind heute in Antersdorf bei Simbach. Heißt es überhaupt Antersdorf? Habe ich genau gesagt? Die Antersdorfer Trachtler und die bereiten sich eben jetzt auf Einen Auftritt vor. einen zu für ihren Auftritt beim Gartenfest. Richtig. Ja, super. Das Wichtigste an dem Ganzen ist vorne auf Bayerisch Mühsal. Und das ist auf Deutsch, Keine Ahnung. auf Hochdeutsch. Keine Ahnung.